Hey du, war das Ding Screentime? Ja, das ist gut. Ich gehe nicht so. Ich schenke auch viel mehr lange auf Social Media, wie ich eigentlich will. Is it an addiction? No, I don't think it's an addiction. It makes me happy. Mich wird also doch so schwer abzuhalten, wenn du das eigentlich auf Social Media Scrollen hast. Die meisten Social Media Plattformen nutzen ein paar psychologische Trigger, für euch so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Erstens, sie bieten endlose Kontinu. Als Gehirn hat ja Aufgaben, die aufgeschlossen sind. Bei Social Media aber nie River ist, mir immer noch ein Video oder eine neue Information für euch breitet, bleibt den Tags mehr lang wie geplant. Job's not finished. Und außerdem ist der Kontinu auch höchst personalisiert. Und zweitens, also Belohnungssystem geht so etwas für getriggert. Forscher haben bei Leuten während der Nutzung von Social Media das Gehirn gescannt und festgestellt, dass Regionen vom Belohnungssystem am Gehirn aktiviert gehen, zum Beispiel bei Likes. Und look hindet. Nicht all Posts oder Videos spannend, aber hier findest du den perfekten Meme. Free Shavakadu! Free Shavakadu! Und da das express so, weil genau das halte ich online. Das ist wie bei einem Glücksspielautomat. Wenn du immer gibst gewonnen, wird ja auch irgendwann mal spannend. Das Blöde ist, dass gerade Jugendliche mehr auffällig sind, weil ihr Gehirn mehr stark auf das Belohnungsmechanismen ausspringt. Die Entwicklung von ihrem Gehirn ist noch nicht aufgeschlossen, besonders vom präfrontale Kortex, wie kritisch Denken und Decision-Making steuert. Und du nervt halt auch noch Angst, etwas zu verpassen als online. Stichwort FOMO. Ah Mom, das ist Fear of Missing Out. Mir kennt wahrscheinlich drauf an, weißt du Social Media nutzt, aber was du für eine Person bist. Also löst der Time und Sacken und scroll nicht direkt vor. Schwer, oder?